Ich bin heute nicht gerade an einem parallelen Universum gelandet. Ich bin noch immer zu Lützeburg, und zwar am Fort de Grace auf der Steampunk Convention. Steampunk also sich ein Zug für Science Fiction. So eine retrofuturistische Welt, an der alles mit Dampf umgedriven ist. Und es gibt wirklich kein besseres Setting, für das all Jahr zu feiern, wie an einem charmanten Fort de Grace. Bei Steampunk leidet op der Hand, dass ich haut etwas dämpfen. Und du willst meine nur chinesische Champignons baus. Für mein Baus brauche ich unter anderem Champignon, Rahm, weiße Wein, Mehl und Sesamkernen. Ich brauche relativ viel Champignon für das Rezept. Und du weißt, hacken ich einfach an der Küchenmaschine. Das geht für mich sehr. Und das ist nicht so viel Arbeit. So, hallo broten ich als 3 Schalotten an. Da kommen noch 3 Knoblauchzehen dabei, weil Champignon und Knoblauch, das muss einfach sein. Und da kommen Champignons dabei. Ich meine dann 3 Etappen, weil sonst einfach zu viel an der Pan ist. Und da verlieren sie nicht so gut das Wasser, aber Brot nicht so stark un. Okay, da raum ich kurz und dann geht man am Tisch weiter. Baus sind chinesische Brotdumplings, die normalerweise mit Schwingefleisch gefüllt sind. Und für den Tisch brauche ich einfach nur Mehl, Backpulver, bisschen Salz und noch Milch. So, und zum Schluss kneten schon das zusammen könnt man den Hand. Da sind wir die flutzten Deal. So, da kann ich meinen Tisch an einen langen Stuhl rollen. So, und da kann ich dann ungefähr 12 Stecker schneiden. Okay, dann habe ich mal einen Stecktisch. Und ich breite so meine Hand aus. Dass sie groß genug ist, für ein bisschen Fachs dran zu kriegen. Und ich ziehe den Tisch dann an der Mitte zusammen. Und ich putze noch oben ein Kehr, dass der Tisch hält. Und da kann mein kleiner Dumpling nur an meinen Steamer kommen. Und ich setze soll ich noch auf ein Blatt Back vorbei. Und so, dass der Nubel innen ist. So, und die können gleich gesteamt gehen. Mehr sehe ich manchmal noch mit Sauce. Ich gehe einfach mit angebrotenen Champignons zurück an die Pan. Und wärmen sie einfach ab. Und da könnt ihr ein bisschen weißen Wein dabei, für das Ganze zu raffinieren. Und wenn der Wein bis angekocht ist, da könnt ihr noch Rahm dabei. Ein bisschen Salz. Und das ist wirklich ein ganz einfach Basic Champignons Sauce, das heute. Ich halte meine Sauce einfach warm und dann dämpfe ich meine Buns. Und da könnt ihr einfach ein bisschen Wasser innen an den Wok dran. Und das bringe ich zum Kochen. Aber wenn es kocht, da könnt ihr den Dampf ab und steamt meine Buns. Wenn sie bis ein paar Minuten gedämpft sind, da gehe ich noch ein paar Sesamkernen oben drauf. Da bleiben die gut passen, weil los ist es schon feucht oben drauf. Und dann was ganz warm, also die will ich nicht verbrennen. Sehr und so. Die sind gut und die brauche ich nur noch mal ein bisschen Sauce zu servieren und dann ist mein Steampunk-Plan schon fertig.
Wenn ich Steampunk denken, da kennt man immer direkt so ein Bild von einer Montgolfière an den Kopf. Bisschen wie am Jules Verne seine Bücher. Und ich bin selber noch nie mit einem Luftballon geflogen. Mir haut dir, wie ich über mein Heimisch fliehen. Und ich freue mich wirklich immens. Mir als ich manchmal noch ein kleines Snack für mitzuholen. Ich habe mir gedacht, etwas Einfaches zu machen, was ich gut am Gruppe teilen kann. Da gibt es bei mir ein Kochkäse Fondue mit Mustercroutonen. Und ich fange mit meinen Croutonen an. Ich habe ein Baguette, die ich einfach ein Stecker schneiden. Und die geht dann mit Muster ein bisschen gepimpt. So, hallo könnt ihr Muster bei Crouton. Ich will 1,5 Löffel Muster mit Kehren. Und dann will ich noch 1,5 Löffel reine Muster, weil den ein bisschen stark gegout. Und die zwei zusammen, das ist Magic Formula. Ich gehe ein bisschen Wasser dabei, für das Ganze ein bisschen lebendig zu machen. Einfach einen dicken Löffel. Und dann verriere ich das. So, und das schätze ich da über mein Brotcrouton. Und zwar gibt es leider kein einer, der weiß, wie das Ganze zu vermischen, wie es gut anzureiben, und zwar mit den Händen. So, und die können für eine Viertelstunde bei 180 Grad an die Schäfchen kommen. Also zu der Fondue. Ich mache eine Kochkäse-Version, weil ich gedacht habe, das ist so richtig Lützeburgisch. Und dafür benutze ich hier eine ungekochte Kochkäsewurst. Und das ist ein peschiger Affaire. Und die schneide ich nur als kleine Stücke, damit sie mir einfach schmelzen kann. So, meine Kochkäsewurst. Ich kann nur mein Dippen und da kann ich es abkochen. Und ich benutze die ungekochte Kochkäse, für das ich gerade kann Flüssigkeit selber dabei gehen und gut viel Wein benutzen. Okay, da kommen 200 ml Wein dabei. Und noch einen guten Schutzrahmen. Und das kann ich dann alles losschmelzen lassen. Wenn der Kochkäse bis komplett geschmolzen ist, da kann ich Gruyère dabei gehen. Die ist schön aromatisch und harmoniert ganz gut mit dem Kochkäse. Und dann lasse ich das auch ein wenig leicht schmelzen. Während der Zeit hole ich mir noch 2 Knoblauchzwiebeln, weil Knoblauch darf bei einer Fondue auch nicht fehlen. Das riecht schon ganz gut. Mit fehlt noch etwas ganz Wichtiges, und zwar die Kirsch. Und die benutze ich für mein Maizena abzulesen. Das Ganze muss ich ein bisschen abkochen lassen, damit der Maizena auch wirklich seinen Effekt hat und das Ganze deckst. Und dann sind ich bereit für den Ballon da. Ich bin schon gespannt, zu sehen, wie das ich machen. Wie ich letztes Jahr in Japan war, konnte ich die ultimative Inspiration für Kabis zu verschaffen. Und zwar in einem Okonomiyaki. Für mein Okonomiyaki brauche ich Kabis, Grumperen, Frijoszwiebel, Sojasauce und Ingwerpaste. Und ganz viele verschiedene Ingredienten für eine Sauce zu machen. Beim Okonomiyaki gibt die Sauce wirklich den ganzen Goût. Sie ist sehr sauer und salzig und wirklich unverwechselbar. Und die Basis davon ist einfache Ketchup, die mit ganz vielen verschiedenen Ingredienten gemischt wird. Und ich habe geguckt, lauter Sachen zu benutzen, die ich ganz einfach hier zu Lützeburg finde. Als erstmal normal Sojasauce, da kommt doch noch gut viel Zucker dran. In der japanischen Küche wird oft mit viel Zucker geschafft. Gute Schutz Lützeburger Wein, ein bisschen Essig für die Säure zu kreieren, kleine Flapp Muster und dann zu guter Letzt noch Ingwer-Paste. Könnt ihr noch frische gerappten Ingwer holen. Okay, währenddem der dort für uns kocht, präparieren ich meine Ingredienten für den Panisch.
Und schon heile Molle Kabes, witzigerweise ein mega spatze Kabes. Könnt ihr noch eine normale Runden holen, wichtig ist nicht, dass sie gering ist. Und ich schacke ungefähr 150 Gramm zusammen. Da kommen noch 2 Grumpen dabei und die rappen ich rein. Und da kommen noch 2 Freios-Zwiebeln dabei. Und dann kommen meine Ingredienten für den Panisch dabei. 2 Eier. Und die klappen ich ab mit einem ganz extra Steampunk-Style Utensil. Das habe ich bei meiner Bodenspeicher gefunden. Mega. Die kommen da dabei. Da könnt natürlich Mehl dran. Und dann kein Milch wie bei einem normalen Panisch. Wir benutzen hier einfach Poulet Bouillon. Und dafür die japanische Gut zu geben, noch ein bisschen Sojasauce am Platz für Salz. Und gut viel Ingwer. Und das hier geht durch für 2 Panischer. Und ich fange mit meinem ersten an. Auf ihren umzudrehen habe ich meine ganz eigene Spezialtechnik. Flip. Und da kann das seit Uneingebrot gehen. So, den ist noch knusprig genug. Und du könnt alles drauf, was das zu einem richtigen Okonomiyaki mischt. Also ich mal meine Sauce, die gut gedeckt wird. Die streicht ihn immer so drüber. Da könnt Mayonnaise drauf. Und das wird typischerweise immer so einem Gittermuster gemacht. Und noch pur frisch Freios-Zwiebeln. Und dann noch Nori-Sticker. Nori, das sind die Algen, an die das Sushi immer angewickelt ist. Und schon die Blätter waren einfach klein geschnitten. Und ganz zum Schluss kommt noch das allerbeste, und zwar Bonito Flakes. Das sind gedrischte Tonsflocken. Und ja, es sieht so aus wie Fischfutter und riecht doch so. Aber es schmeckt einfach unverwechselbar gut. Und zwar ein bisschen geräuchert und salzig. Und gibt dem Ganzen sein typisch japanische Goût. Mein Okonomiyaki, die beste Art und Weise für Kabes zu verschaffen.